Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Im heutigen Video geht es um den Weg zum, Achtung da zum Blitzer, haha, der Weg zum Autoausweis, zum Führerschein, wie man so schön sagt. Und meine Tipps an euch ein bisschen, aber ich sage eigentlich zuerst mal, wie man so an eine Art Ausweis kommt. Und zwar, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ihr müsst zuerst einmal schauen, dass ihr Notfallverkurs machen könnt. Den Notfallverkurs müsst ihr wirklich als erstes machen und dazu ist etwa 8 Jahre gültig. Also 6 Jahre sicher. 6 Jahre ist auf jeden Fall gültig. Dann anmelden zur Theorieprüfung machen. Natürlich zuerst lernen. Dann anmelden zur praktischen Prüfung. Aber zuerst, es ist wirklich wichtig, sucht euch einen gescheiten Fahrlehrer raus. Weil es gibt viele, habe ich gelesen und auch schon gehört, es gibt viele, die einfach nur aufs Geld aus sind. Dann müsst ihr halt irgendwie von Kollegen oder so empfohlen bekommen. Und dann ist das sehr, sehr schön, ich sage sexy. Zum Beispiel bei meinem Fahrlehrer ist das iPad kam, dann hat er immer geschrieben, was wir schon gelernt haben. Und hat auch schauen für die nächste Stunde, was man nochmal lernen muss. Und dass man nicht zum Beispiel als zuerst auf die Autobahn geht und nachher Zeit parkieren lernt, dass es ein bisschen Struktur hat. Das ist mein Fahrlehrer wirklich gut gewesen. Und schaut auch, dass er nicht gerade nach 5 Stunden an die Autoprüfung geht. Weil es gibt auch solche Fahrlehrer, die machen das absichtlich, dann sind die nachher nicht gefrustet und ja, haben das Gefühl, die können nichts und dann kann ich nochmal schön Kohle machen. Also schaut auch da, dass ihr lieber erst bei 20 Fahrstunden an die Prüfung geht oder bei mindestens bei 15, egal was ihr für ein Talent habt. Und viel privat lernen, privat fahren. Dann haben die Prüfung gemacht, okay. Dann haben die Autoprüfung gemacht. Dann gibt es die WAP-Kurs. Also das heisst, die WAP-Kurs, Verkehrskundeunterricht müsst ihr auch noch machen. Und zwar machen wir das während der Fahrstunde. Den wir da gemacht haben vor der Prüfung. Und nachher, wenn wir die Prüfung gemacht haben, kommen wir das WAP. Das heisst, das ist einmal ein WAP, zuerst mal so das Pylonenfahren und so, ein bisschen gut ausweichen lernen und so Sachen auf dem Fahrsicherheitstraining. Schauen, dass ihr auf Kommando bremsen könnt, dass ihr gut um Kurven rumkommt, mit möglichst viel Tempo. Und der zweite WAP-Kurs ist dann ökologisches Fahren. Und wenn ihr das auch gemacht habt, habt ihr keinen Kurs mehr. Dann habt ihr eigentlich dann noch alles gemacht, was ihr müsst machen. Also nochmal, zuerst Nothelfer. Zuerst Nothelfer, Fahrgesuch einreichen, fürs Fahrgesuch einreichen müsst ihr halt Augentest machen und ja, dann Theorieprüfung lernen, Theorieprüfung machen, praktische Prüfung lernen, einen guten Fahrlehrer haben. Dann könnt ihr auch sonst auf Facebook in die Gruppe reingehen, Freunde helfen Freunde. Dann kannst du alles fragen. Schreibst, ich suche einen Fahrlehrer, welche Region, bla bla bla, und dann könnt ihr nachher 100 Kommentare und dann könnt ihr da schön aussuchen. Wenn wir einen Fahrlehrer haben, das zweite, also die Kurs sind eigentlich egal, wie gut die sind, also die Kurs, ich war schon bei Event Seelisberg gewesen, und ich war auch schon in Winterthur im Driving Park, also ich kenne schon 2 solche Zanter sozusagen und das sind beide eigentlich gut. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich nicht. Das sind auch meistens so Fahrlehrervereinigungen, die da so etwas betreiben. Der ehemalige Fahrlehrer. Ja. Wenn ihr aber sagen, du, ich
die TÜV-Prüfung machen. Also A1, das ist bis und mit 125, das kann der Roller fahren oder auch TÜV. TÜV einfach nur bis 125 Kubik. Können, wenn wir nicht die Autoprüfung gemacht haben, einen Kurs machen. Der geht, glaube ich, 2 mal 6 Stunden, bin mir nicht sicher. Ich glaube 12 Stunden gerade. Dann können Sie muss eintragen lassen A1. Also ihr müsst eigentlich nur die normale Basistheorie hat, Autoprüfung haben, Autotheorie. Dann könnt ihr so etwas auch schon machen. Finde ich sehr, sehr gut, ich bin mega lang A1 gefahren. Aber wenn ihr auch sonst irgendetwas machen wollt, eigentlich die Autoprüfung, also eigentlich lohnt es sich immer die Autoprüfung zu machen, auch wenn man nicht Auto fährt will. Das brauchst du eigentlich für alles. Autoprüfung brauchst du eigentlich für alles, auch wenn du jetzt sagst, ich will mal TÜV fahren, das ist, oder wenn du musst Lastwagen fahren für ein Geschäft aus, oder Personentransport, das brauchst du eigentlich immer, das ist eine Basistheorie, ohne das geht nicht. Genau, ja, ich würde mal sagen, wäre es das sonst gewesen. Ich hoffe, euch hat das viel Spaß gemacht, das Video. Und schreibt doch bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt für ein Video. Ich hätte noch ein paar Themen aufgeschrieben, aber wäre cool, ein bisschen mit euch zusammen das zu machen. Gut, dann